Janosch, ich bin allein. Und wenn ich durch den Sommer laufe und alle um mich am Knutschen sind, schießt mich verdammt nochmal an. Weil egal was ich probiere, und ich bin nicht blöd, ich tue jedes Mal scheitern und ich habe extrem viel probiert. Jedes Mal. Um das E-Mail da geht es. Ein Mann ist da sehr verzweifelt und hat mich angeschrieben. Er hat meine Ausschreibung gesehen vom Flirt Bootcamp und hat mir 3 Fragen gestellt und ich gehe auf die 3 Fragen ein. Er schreibt diesem E-Mail an mich. Hallo Janosch, ich habe dein Angebot gesehen und mich gefragt, ob das funktioniert. Ich sehe 3 Probleme. Erstens, diese soziale Übereinkunft in der Schweiz, dass man einfach nicht Leute anspricht, egal welchen Geschlechts, welchen Alters etc. Jeder, egal wie freundlich, wird durch das Durchbrechen dieser Norm immer automatisch zum sozialen Outcast. Wie möchtest du mir weismachen, dass ich nach dem Besuch eines Kurses offener werde, beziehungsweise er schreibt, dass sich nach dem Besuch des Kurses die Schweiz offener gibt. Also so oder so, es geht ihm darum, wie ich ihm garantieren kann, dass er nachher offener wird, beziehungsweise dass die Schweiz offener wird, die Gesellschaft offener wird. Und darauf kann ich dir Folgendes sagen. Es geht mir nicht darum, die Schweiz irgendwie zu verändern, die Gesellschaft zu verändern. Ja, vielleicht in einem gewissen Maß wird das passieren, indem immer mehr und mehr Leute aufwachen und sehen, hey, die Gesellschaft tut zwar vorgehen, dass man das nicht sieht, oder mein Umfeld sagt mir zwar, man sollte nicht mit fremden Personen einfach so ins Gespräch kommen, diese wollen ja ihre Privatsphäre haben. Ja, die wollen das. Ich sage nicht, dass es bei allen so ist, aber es geht darum, dass du ein bisschen durch Beobachten, durch emotionale Intelligenz, indem du die andere Person beobachtest, merkst, ist die Person grundsätzlich okay oder ist die Gruppe grundsätzlich okay, um neu mit dir in Kontakt zu kommen? Ist das okay? Und dass du es dann machst. Und du wirst dich wundern, lieber Zuschauer, du wirst dich wundern, wie viele Leute das begrüßen, das Spontane, dass man einfach sich anbietet und sagt, hey, ich bin Janosch und irgendetwas hat mich dazu geführt, dass ich jetzt mit dir in Kontakt komme, dass ich dich jetzt angesprochen habe. Wer bist du? That's it. Und wenn die Person dann darauf eingeht, in dem Fall meistens eine Frau, dann ist es schön, aber wenn sie nicht will, ist es auch schön. Weil du willst ja nicht deine Zeit oder deine Energie verschwenden mit Leuten, die nicht mit dir in dem Moment anfangen können. Aber das Dümmste, was du machen kannst, ist, dass du tagtäglich Leute und meistens eben Frauen siehst, die an dir vorbeilaufen und du machst nichts. Du wartest einfach darauf, dass irgendein Wunder passiert und du endlich erlöst bist und die Frau auf dich zukommt und sagt, hey, lass uns zusammenkommen, lass uns eine Beziehung starten oder lass uns gerade ins Bett hüpfen. So soll es sein. Das wird nicht passieren. Also höchstens bei einer Prostituierten. Dann zum Punkt 2. Ich lese dir wieder vor. Attraktive Frauen rauben mir den Verstand. Ich bin überhaupt nicht blöd, schreibt der Klammer IQ über 130. Aber sobald ich vor einer hübschen Frau stehe, werde ich massiv blöder als der Durchschnitt. Und das liegt einfach an dem fehlenden Testosteron oder so. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass meine Körperbiologie durch ein bisschen miteinander reden sich verändern kann, oder? Zu Punkt 2 kann ich nur sagen, es geht nicht um den IQ, es geht nicht um die Intelligenz im Flirt, es geht darum, um den EQ. Emotionale Intelligenz, das ist das Schlüsselwort zu allem. Es geht darum, dass du die Person im Ganzen wahrnimmst, dass du dich emotional kannst verbinden, dass du kleine Sachen, kleine Details ihr bemerkst. Und zwar nicht auf der intellektuellen Ebene, indem du irgendwelche Bücher gelesen hast über Körpersprache und sowieso, das hilft dir nur beschränkt. Es geht darum, dass du dein Herz, das klingt ein bisschen esoterisch, aber dass dein Herz verbunden ist mit der anderen Person. Und das kannst du am besten machen, indem du den Kopf abschaltest, möglichst runterfährst, eben den Verstand ein bisschen verlierst und hingehst und dich verletzlich machst. Einmal sagst, hey, weißt du was, ich bin total unsicher gerade, aber ich habe dich gesehen und
Du raubst mir den Verstand. Genau das kannst du bringen. Wenn du mehr dich im Körper kannst wohlfühlen, mit dir selber kannst wohlfühlen, geht es wirklich um eine Gefühlsfrage, nicht um die intellektuelle Frage, dann wird das von selber kommen. Dann wirst du deine sexuelle Attraktion wird automatisch gesteigert. Das kann ich dir garantieren. Und das erlebe ich bei jenen Leuten, die ich immer wieder begleite über längere Zeit, dass, wenn sie an dem Thema dranbleiben, dann kommt der Erfolg von selber und dann sind sie automatisch auch sexuell attraktiver für das andere Geschlecht. Dann Punkt 3, der ausführlichste Punkt. Er schreibt da: Ich kann Leute ansprechen, solange ich mir einrede, dass es nur um wann fährt der nächste Zug geht. Und wahrscheinlich ist das deine Methode, dass du den Leuten sagst, sie sollen ihr Mindset ändern. Kann ich. Been there, done that. Aber damit verschiebt sich nur das Problem. Ich kann einem Gegenüber einreden, dass es hier nur um freundschaftliches Zusammensitzen geht. Aber ich will ja die ganze Zeit mehr. Das führt zu einem zu extremen Stress in mir, weil ich die ganze Zeit was vorspielen muss. Und das kann auch nicht wirklich die Lösung sein. Und wenn ich dann irgendwann nach 10 Minuten oder 3 Wochen die Katze aus dem Sack lasse und sage, ich wäre nicht mehr interessiert, dann geht es jedes Mal schief. Und ich rede von 40 und mehr Fällen. Ich glaube nicht, dass ihr das an einem Flirt-Bootcamp trainiert. Oder, Janosch? Mir geht es in den Coachings nicht darum, dass du irgendwelche Tricks erlernst, dass du irgendwie ihr etwas vormachst und sie kannst austricksen, so kommt man das nämlich über, wenn du das schreibst, dass du dann irgendwie trotzdem cool überkommst. Es geht auch darum, wenn du eine Anziehung spürst gegenüber einer Frau, dass du dich nicht hindern lässt von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen oder von irgendwelchen Leuten oder vor allem von deiner inneren Stimme, von dem inneren Kritiker, der sagt, lass es lieber sein, chill, es ist viel sicherer, weil da kommst du auch sicher keine Ablehnung über, das ist komfortabel. Nein, um das geht es nicht. Du willst doch etwas in deinem Leben verändern, das merke ich doch, sonst würdest du nicht so ein langes E-Mail schreiben. Was ich eigentlich am meisten mache, meine grösste Aufgabe ist, dich aus dem Kopf rauszubringen. Und du kannst mir etwas glauben, dass du aus eigener Initiative aus dem Kopf rauskommst, das wird dir vielleicht ab und zu mal gelingen, indem du dich mega motivierst und überwindest. Das Problem ist, das braucht Zeit. Es braucht Wochen, wenn nicht Monate, damit du so dich sozial, also weißt, dass du so einen Flow bekommst, dass du dich mehr traust, dass du auch mehr entspannt bist in den Begegnungen, die du in Frauen wirst haben. Und das Problem, das eben die meisten Leute haben, ist, dass sie eben das Umfeld nicht haben, dass sie nicht einen Kollegen oder eine Kollegin haben, die sagt, hey, weißt du was, lass es rausgehen. Lass es rausgehen und lass es Leute kennenlernen. Weil ich habe das so gelernt. Mein bester Freund damals habe ich so kennengelernt. Er hat das immer können. Und ich habe gesagt, ich will das auch können. Kann ich mit dir rausgehen? Kann ich das von dir auch ein bisschen kopieren? Und das wirst du erleben. Du wirst mit mir zusammen auch Frauen kennenlernen und dann auch merken, oh, jetzt, wenn ich es allein mache, funktioniert es ja auch. Ich hoffe, dir hat das etwas gebracht. Du, wo du mir das E-Mail geschrieben hast, hoffentlich hat das deine Frage beantwortet. Und auch für dich, liebe Zuschauer, vielleicht hat das auch die ein oder andere Unklarheit beantwortet, wie so ein Flirt-Bootcamp oder so ein Einzelcoaching funktioniert. Wenn du aber noch Fragen hast, dann fühl dich völlig frei. Ich liebe das wirklich, wenn die Leute mir so ausführlich schreiben. Ich muss wirklich sagen, das finde ich so schön, wenn jemand mit mir Kontakt aufnimmt und mir zeigt, in welcher Welt dass du bist, dass die Person ist. Und darum schreib mir doch in die Kommentare entweder oder am besten, wenn es persönlich ist, per E-Mail. Das war es vom heutigen Video. Ich wünsche dir viel Spaß da draussen mit den Leuten und hab's gut. Bis zum nächsten Mal.